Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute nehmen wir euch mit auf eine kulinarische Reise in den Iran. Die persische Küche ist bekannt für ihre Vielfalt und intensiven Aromen. Genau, und was die persische Küche so besonders macht, sind die einzigartigen Gewürze und Zutaten. Hast du ein Lieblingsgericht aus der persischen Küche? Oh, das ist schwierig zu sagen. Aber ich denke, ein gutes Kuresht Fesenjan ist ziemlich unschlagbar. Die Kombination aus Granatapfel und Walnüssen ist einfach himmlisch. Das stimmt, Fesenjan ist ein absolutes Highlight. Aber lass uns zunächst über die Grundzutaten sprechen, die in vielen persischen Gerichten verwendet werden. Gute Idee. Reis ist natürlich ein Grundnahrungsmittel in der persischen Küche. Safranreis oder Cello ist ein Muss bei jedem festlichen Anlass. Und dann gibt es noch die verschiedenen Kräuter wie Petersilie, Koriander und Minze, die oft in großen Mengen verwendet werden. Sie geben den Gerichten Frische und Lebendigkeit. Ja, und nicht zu vergessen die Nüsse und Früchte, die oft in herzhaften Gerichten landen. Wie bei einem Biryani, das oft mit Rosinen und Mandeln serviert wird. Ein weiteres charakteristisches Merkmal der persischen Küche sind die Eintöpfe, bekannt als Koresht. Welche Sorten kennst du? Da gibt es einige. Koreşte Gourmet Sabzi ist ein Klassiker. Es ist ein Kräutereintopf mit Lamm, Bohnen und getrockneten Limetten. Ein echtes Geschmackserlebnis. Und wie sieht es mit den Kebabs aus? Sie sind sicherlich einer der bekanntesten Exporte der persischen Küche. Absolut. Ein gutes Kebab-Kobide mit Lamm oder Rindfleisch ist einfach fantastisch. Besonders wenn es über Holzkohle gegrillt wird. Das klingt köstlich. Aber was ist mit den süßen Versuchungen? Gibt es da etwas, das du besonders magst? Persische Süßigkeiten sind ein Traum. Baklava, gefüllt mit Pistazien und in Honig getränkt, ist ein Klassiker. Aber auch Sohan, eine Art knuspriges Karamellgebäck, ist sehr beliebt. Ich erinnere mich an mein erstes Mal, als ich Safran-Eis probiert habe. Die Kombination aus Safran und Rosenwasser war einfach unvergesslich. Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Und es zeigt, wie vielfältig und kreativ die persische Küche sein kann. Jetzt, wo wir so viel über das Essen gesprochen haben, sollten wir vielleicht noch die Getränke erwähnen. Hast du da einen Favoriten? Ich liebe einen guten Duch. Das ist ein erfrischender Joghurtdrink, oft mit Minze. Perfekt an einem heißen Sommertag. Stimmt, Duch ist großartig. Aber auch die traditionellen Tees, oft mit einem Hauch von Kardamom, sind nicht zu verachten. Und vergessen wir nicht die persische Gastfreundschaft. Das gemeinsame Essen ist ein wichtiger Teil der Kultur und zeigt die Freude am Teilen und Genießen. Das ist ein schöner Gedanke. Jetzt sind wir neugierig. Was ist euer Lieblingsgericht aus der persischen Küche? Vielleicht habt ihr ja schon mal etwas ausprobiert oder möchtet es nun tun.